was ist jetzt los? Steigst du jetzt endlich aus oder soll ich die eintragen auch noch? Hallo! Den fix noch mal rein! Nix wie Geschiss mit den auftragelnden Missbritschen! Ich bring dir deine Post. Was hast denn da heute dabei? Ja, was weißt denn ich? Das ist ja eine Frau. Ja, Spofacki war mir auch lieber gewesen. So was Elegantes hast du ja noch nie auf deinem Sofa gehabt. Schau dir mal an, was die für schöne, gepflegte Fingernägel hat. Ja, weil es wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben irgendwas gearbeitet hat. Und die Handtaschen. Was meinst du, was sowas kostet? Unter 1000 Euro geht da nix. Was, 1000 Euro für eine Handtasche? So einen Schlag möchte ich einmal haben. Sowas haben die feinen Damen von der Bussi-Bussi-Gesellschaft immer dabei gehabt, wenn sie bei mir am Viktualienmarkt das Smoothie gekauft haben. Spinat, Zitrone, Haferkleie. Haferkleie, genau so schaut die aus. Ja, und das Kleid ist auch nicht von Schick und Armut. Wo hast du denn diese kultivierte Frau kennengelernt? Ha? Übers Internet. Hat endlich jemand angebissen. Internet, Krampf vors Auto ist mir gelaufen, die blöde Amsel. Was? Und dann? Ja, dann habe ich gehupt, mehrfach, deutlich. Dann habe ich gefragt, ob es nicht ganz Bacher ist. Ja, und dann? Ja, dann habe ich ihr einen Vogel gezeigt und gesagt, druck die, du Trutschen. Dann habe ich ihr noch ein paar schöne Namen gegeben. Also ich habe mich absolut vorbildlich verhalten in der Situation. Und sie? Wollte von der Wittelsbacher Brücke abhupfen, die dumme Anten. In die Isar rein? Nein, in Mississippi. Ins Wasser. Mit der schönen Handtaschen. Die kenne ich. Was? Irgendwie meine ich kenne die. Ja, Kinder, Froni, du schon wieder. Du ja aber dem Postler für ein Trinkgeld geben, gell? Ja, ich habe jetzt gerade nichts anderes. Ein Blaukraut. Ravioli haben wir keine mehr. Du nimmst jetzt das Blaukraut und schiebst ihn über in deine Wohnung. Ist aber nicht wieder abgelaufen, gell? Solange der Deckel nicht gewölbt ist, ist alles in bester Ordnung. Der Joghurt neulich war voll arg weit überm Datum. Ich bin die ganze Nacht nicht vom Dings gekommen, Vom stillen Örtchen. Ja, so still war dieses Örtchen nimmer. Jetzt druck die. Glauben wir es, die kenne. Ja, komm, Abmarsch. Das kriege ich schon heraus, woher die kenne. Ja. Wo bin ich? Ja, in der Isar nicht. Und wer am Himmels Willen sind jetzt Sie? Ihr Lebensretter, wenn's verlaubt ist. Pauli Engel, Entrümpelungen aller Art. Seriös, unbürokratisch, bayerisch. Das ist ja entsetzlich. Vielen Dank. Und übrigens, vielen Dank, dass wir mit einem Steckel schon beinahe mein Schlüsselbein zertrümmert hätten. Und wie genau komme ich jetzt hierher? Ja, mei, das Krankenhaus wollten sie nicht. Ihre Adresse haben sie mir auch nicht verraten. Notarzt habe ich keinen rufen dürfen. Mit der Polizei wollten sie auch keinen Kontakt haben. Sie auch nicht. Was, ich auch nicht. Sie wollten auch kein Zusammentreffen mit der Polizei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das wird schon seinen Grund haben. Wo sind denn meine Schuhe? Der eine flaggt bei mir im Auto und der andere schwimmt in der Isar. In der Isar. Ja, der darf jetzt so approximativ zwischen Freising und Landshut sein. Na, bravo. Ja, da nehmen sie halt die dabei. Das ist die Julia Reinhardt, eine Dame aus besten Kreisen. Da kannst du nicht einfach deine ausklatschten Schlapfen anbieten, du Gläufe. Was ist die? Eine von der Dings, von der High Society. Die hat ein millionenschweres Familienimperium geerbt. Eine Strumpffabrik. Ja, genau, und deswegen wollte sie ins Wasser gehen, weil sie so arg stinkreich ist. Sag mal, bist du heute mit ein bisschen Wirr im Kopf? Haben wir heute wieder einen Alzheimer? Da, bitte, da steht's. Und der Beutel ist auch dabei. Was sag ich? Ist es oder ist es nicht? Ja, mir legst du mal. Und jetzt, warte, da steht was. Julia Reinhardt lebte ein überaus luxuriöses Leben an den bekannten Plätzen des nationalen und internationalen Jet-Sets. Dann verlor sie unter den Augen der Öffentlichkeit wegen kapitaler Fehleinschätzung und Falschberatung ihrer hochrangigen Ex-Manager innerhalb kurzer Zeit ihr gesamtes Vermögen. Ja. Ich hab nichts mehr. Kein Haus, kein Geld, keine Freunde, keine Schuhe. Noch nicht einmal eine Wohnung.
Alles, was mir geblieben ist, liegt an ein paar Umzugskisten bei einer Spedition am Stadtrand. Da bitte, da steht auch was drin. Der Untergang der schönen Julia Reinhardt. Und da schau, da steht's vor ihrem Privatjet. Eine Cessna, ist ja wurscht. C510 Mustang. Na, ist das nicht ein Wahnsinn, ha? Rufen Sie mal ein Taxi? Wieso, wo wollen Sie denn hin in einem Zustand? Wo ich hin will? Ja, wo ich will? Ja, aber doch nicht wieder zurück zur Wittelsbacher Brücken. Wissen Sie, wie unendlich schwer das ist, so einen Entschluss zu fassen? Wissen Sie das? Da kommen Sie daher, vermasseln alles und ich kann wieder von vorne anfangen. Mit der Firma? Nein, mit der Isa. Ach so, ja, super, feile. Wenn jeder, den das Schicksal ein bisschen streng ins Gesicht reinbläst, wenn jeder gleich ins Wasser geht, dann haben wir das Wohnungsproblem in München auch bald gelöst. Sagen Sie mal, wie reden Sie denn mit mir? Weil's wahr ist, du Zupfgang, du Angeschmierte. Unser eins muss ja durchbeißen und irgendwie zurechtkommen in seinem Leben. Oder glauben Sie, mein Leben ist ein Kindergeburtstag? Das glauben aber auch bloß Sie. Mir steht das Wasser auch bis zum Hals. Auch ohne Isa. Da schauen Sie her, bloß ein Beispiel. Die Schachtel da, alles offene Rechnungen. Da, bitte. Hä? Und da, ganz frisch reingekommen aus der Krankenversicherung, haben sie mich auch rausgeschmissen. Aber deswegen gebe ich noch lange nicht auf. Ich nicht, weil meine Zeit kommt nämlich noch. So schaut's aus. Ich kann mir meine Sterbeversicherung auch nicht mehr lang leisten. Ich hab schon umsteigen müssen von Spitzenkopfkissen auf Polyester. Muss auch gehen. Ja, genau. Aber so eine Schickimicki-Schäsen, die schon im Waldorf Kindergarten nichts anderes gelernt hat, als wie einen Namen zu tanzen, die vertragt eben keine Krisen. Die kommt ohne goldene Kreditkarten und ohne Privatjet, kommt die nicht zurecht in ihrem Leben. Und dann muss man gleich, zack, bumm, von unserer altehrwürdigen Wittelsbacher Brücke hupfen. Platsch. Also das muss ich mir von so einem dahergelaufenen, grob schlechtigen und primitiven Lackelfein nicht anhören, gell? Oh! Unsere pickfeine Dame scheint ein bisschen empfindlich zu sein. Haben Sie eine Ahnung, wie das ist, wenn man von die Paparazzi wie von einem Rudel Hunde verfolgt wird? Wenn man belästigt, ja klar, sogar bespuckt wird. Nur damit die Fotografen einen passenden Ausdruck für ihre Aufnahme kriegen. Ja, damit wir die Leser dann endlich mal weinend, wütend oder verzweifelt in der Zeitung sehen können. Was glauben Sie zum Beispiel, was so eine Aufnahme von mir mit ausgestrecktem Mittelfinger für die Presse wert wäre? Was meinen Sie? Wie viel? Da bitte, genieren Sie den nicht, drücken's ab. Und Sie haben die nächsten Monate finanziell ausgesorgt, das garantiere ich Ihnen. Echt jetzt einmal ohne Scheiß? Schauen Sie nur, dass Ihre unappetitlichen Pantoffeln mit auf dem Bild sind. Dann gibt's gleich noch 1.000 Euro mehr. Ja. Oh, Chantal, du alte Knöllchentucke. Was willst denn du schon wieder da? Ich bin im Dienst und im Dienst, da sind wir gefälligst per Sie, dass das gleich einmal klar ist, Herr Engel. Das ist ein Ex, eine Politesse. Also, hallo, was willst du da herin? Wen haben wir da? Wer ist denn Sie? Kennen wir uns? Nein. Logisch kennen wir uns. Wo ist denn die her? Das ist meine Schwägerin aus Dagelfing. Mein Bruder hat dort eine Metzgerei. Großmetzger. Pferdefleisch ist in Dagelfing der Renner. Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. So, du machst jetzt einen Tschüssinger. Nein, mein Lieber. Wir sind noch lange nicht fertig miteinander. Noch lange nicht. Hab ich falsch gepackt? Ist mein Wanddreieck abgelaufen? Musst du zum Bisseln oder gibt's sonst ein anstehendes Problem? Schon? Sie sind am Steuer Ihres Pickups beobachtet worden, obwohl Sie wegen der überschrittenen Punktezahl in Flensburg noch ganze 4 Wochen ohne Führerschein sind. Somit erfüllt sich der Tatbestand des wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten oder einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen geahndet wird. Leugnen zwecklos, die Motorhaube ist noch warm. Und jetzt bist du dran. Geh, die sind ja nichts wie haltlose Anschuldigungen. Ich fahr doch nicht ohne Führerschein. Das muss ja selbst dein viel zu kleines Kleinhirn begreifen. Ich ruiniere doch nicht meine Existenz. Bleiben Sie bitte sachlich, Herr Engel. Ich bin nicht gefahren. Für wie blöd hältst denn du mich? Da willst du jetzt aber nicht wirklich eine Antwort drauf. Diesmal, mein Lieber, diesmal hab ich die. Servus, da ist die Chantal. Schickt's mir doch bitte schon mal einen Streifenwagen. Siehst von.
Aktion Streifenwagen stoppen. Roger, over and out. Meine neue Freundin. Saubernsgerät, hä? Mal was anderes. Sie da. Sie hat den Wagen gelenkt. Das glaubst du selber nicht. Frag's. Stimmt es? Sie hat zwar wie die meisten hier anwesenden Frauen einen Fahrstil, da ist Spein kannst, aber wie soll unser eins in seiner Not sonst von A nach B kommen? Sie sind also seine neue Freundin. Wir kennen uns. Nein. Doch, Sie haben so eine gewisse Ähnlichkeit mit der... Da komme ich schon noch drauf. Ah, Führerschein, Personalausweis. Ja, wir warten. Ja. Lass Steckerspotzel. Weil sie ist ja bloß eine mickrige kleine Hilfspolizistin vom Ordnungsamt, eine staatlich geprüfte Schreckschraube. Der musst du deine Papiere nicht zeigen, weil eine Ausweispflicht, weißt du, die besteht nämlich nur gegenüber hoheitlich beauftragten Beamten wie Polizei und Staatsanwaltschaft etc. pp. Liegt sonst noch was an? Ja, ich habe mich verlobt. Oh, mit wem? Mit dem Kurti. Ah, der von der Polizei. Hat er jetzt endlich kapituliert? Der Kurti, der macht gerade Karriere beim LKA, beim Landeskriminalamt. Und bald war da ganz ein anderer Wind. Und irgendwann, mein Lieber, irgendwann erwischen wir die. Und dann, das darfst du mir glauben, wanderst du dahin, wo du schon längst hingehörst. Ja, jetzt wissen wir all die schönen Neuigkeiten und jetzt schleichst du. Und Ihnen gratuliere ich ganz herzlich zu dem Hamperer. Chantal is watching you. Und, als Roger. Ja, so eine Dreistigkeit. Was? Sowas habe ich selbst in meinem Umfeld nicht erlebt und das will echt was heißen. Ein Hund ist er schon, gell? Ja, Entschuldigung, was hätte ich denn da sollen? Erstens habe ich das Geld nicht für 180 Tagessätze, ins Gefängnis kann ich zweitens schon mal gleich gar nicht, weil mir sonst drittens die Konkurrenz alle Aufträge wegschnappt und ohne Aufträge wachsen mir viertens meine respektablen Schulden völlig über den Kopf und somit kann ich fünftens umgehend zurückfahren zur Wittelsbacher Brücke und mit Ihnen Hand in Hand in dieser eine hupfen. Ja, da scheint es ja auch nicht wirklich gut zu gehen. Ich bin arm, aber sexy. Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Sie mir. Ich fahre Sie. Zur Wittelsbacher Brücke. Nein, natürlich nicht. Wohin dann? Ich fahre Sie 4 Wochen lang, wohin Sie wollen. Was denn Sie? So lang, bis Sie einen Führerschein wieder haben. Und das tun Sie jetzt echt mal, also jetzt mal absolut ohne Kasse. Als Dank dafür, dass Sie mich nicht verraten haben. Und gegen Kost und Logis. Da herin, bei ihm, auf dem da hauten Sofa. Sie? Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wo ich in meiner momentanen Situation sonst hin sollte. Da bin ich wenigstens inkognito, weil da herin vermutet mich mit Sicherheit niemand. Aber im Geschäft packst du auch mit da. Du kannst doch diese feine Dame nicht dein Klump schleppen lassen. Entschuldigung, es geht nicht anders. Ich habe Schmerzen. Wo? Ja, da. Au! Ja, da musst du zum Doktor. Ja, bin ich krankenversichert? Bin ich noch krankenversichert? Nein, das sind wir nicht mehr. Wir haben uns nämlich eben im einseitigen Einvernehmen gütig voneinander getrennt. Rausgeschmissen haben sie ihn wieder einmal. Von Ihrer Branche habe ich fürchterlich wenig Ahnung. Ja, das lernst du schon noch. Alles, was du zum Leben brauchst, lernst du von mir. Pauli Engel, seriös, unbürokratisch, bayerisch. Ah, da bin ich mal gespannt. Schlag ein. Zuerst noch Folgendes. Ich bin weder eine Amsel, noch eine Spinatwachtel, keine Zupfgeige und ganz sicher keine Schickimicki-Schäsen. Können wir das sprachlich irgendwie handeln? Unser eins tragt halt seine Heimat auf der Zunge. Da musst du ein bisschen toleranter sein. Also, schlag ein. Bam. Bäm. Und ich bin die Froni, ehemalige Standelfrau am Viktualienmarkt. Hallo Froni. Herzlich willkommen. Ja, ich bin die Julia. Ja, aber Entschuldigung, so kannst du da herin nicht umeinander laufen. Jetzt ziehst du erst einmal was Gescheites an und dann sortierst du mir gleich die Kisten da. Moment. So, in die Kisten,
Da kommen die ganzen Bakelit-Sachen rein. Drehkipp, Doppelschalter. Da Türklinken, Türschlösser, Türbänder und Verteilerdosen. Und die Aufputzkabin da draußen. Hallo! Ja. Die Aufputzkabin, die machst du mit der Spachtel schön sauber und dann tust du das bündeln und das Ganze ein bisschen Flotzki. Ja, dann gib ihr wenigstens Handschuhe, die schönen Nägel. Ja, Handschuhe auch noch freilich, das arme Hascherl. Und dann wird gegessen. Du hast dein Blaukraut schon gekriegt, du druckst die jetzt rüber in deine Bude. Vielleicht sehen wir uns später nur auf einen kleinen Espresso. Abmarsch! Macchiato. Was wollen Sie denn mit dem ganzen Bauschrott? Das ist für Kaffee. Und wer bitte kauft sowas? Ja, solche Leute wie du, die sich als Zweit- oder Drittwohnsitz einen Bauernhof erwerben, ihn dann originalgetreu restaurieren lassen, dass alles so ist wie früher. Und dann wird ein Kuhstall, eine Dampfsauna eingerichtet und ein 3D-Kino. Da werden dann Heimatfilme angeschaut, dazu wird gewarnt und eine kuhwarme Gasmilch getrunken. Was Sie es wissen. Geilomat. Hä? Und? Was sagst? Panama, original handgefertigt. Für den stilsicheren Herrn von heute. Kostet ein Vermögen. Geht's eventuell ein bisschen preisgünstiger bei Ihren vielen Schulden? Entschuldigung von jemandem, der es von Millionenvermögen zur Pleite braucht, da brauche ich persönlich keine Ratschläge. Ja. Die Umkleidekabinen befinden sich im hinteren Teil des Ladens. Bitte schön. Ja, die Frau Ditzel, haben dere. Pauli, grüß dich. Ja, frisch sind wir. Was machen deine Holzwürmer? Sind sie alle gesund? Direkt rotbackert sind's. Du, ich hätte wieder was für dich. Ein ganz dicker Fisch. Top secret. Mir wär's lieber, du zahlst einmal wieder was von deinen Schulden. Ja, gleich, mach ich schon. Ich hab nicht so viel Zeit. Die Chantal schleicht da draußen schon wieder umeinander. Sind wir allein? Eher schon. Ich muss mich auf die verlassen können, gell? Ja, ich stecke wie immer in einem Kokon des Schweigens. Ja, deswegen komme ich ja zu dir. Da. Schau dir das an. Was sagst du? Das ist ja... Unsere Sissi, die österreichische Kaiserin. Lieb, gell? Ah, die schaut aber gar nicht gut aus, die Dame. Mei, ein bisschen abdreckert ist halt noch. Die Firnisschicht ist vergilbt und stellenweise breckelt die Farbe ein wenig. Mei, sie war ja auch jahrzehntelang verschollen. Aha, und jetzt hast das du. Ein Original-Winterhalter von 1865. Und du sollst das restaurieren, weil du bist der Beste. Woher hast du das denn? Geheime Quelle. Wie geheim? Schon. Sie ist aus einer Sammlungsauflösung. Eine Sammlungsauflösung, freilich. Für das riecht's aber arg nach Weihrauch. Schmarrn. Was hält den Kunstmarkt in Bewegung? Tod, Scheidung und Pleite. Kunstraub und Fälschung auch, wie wir zwei wissen. Mit sowas habe ich nichts am Hut, gell? Bei mir ist alles seriös. Herrschaft, Zeiten ist die gut. Schon, gell? Du, was hast denn vor mit ihr? Ja, ich habe beste Connections zu einem findigen Händler aus Japan, der aber zusammen mit einem gerissenen Kunstmakler aus Frankreich und der wiederum hat das Vertrauen von einem saudischen Prinzen. Und der steht in Geschäftsverbindung mit einem russischen Milliardär. Und dieser russische Milliardär, lieber Freund, der braucht alle mal wieder einen Nachschub für die klimatisierte Hochsicherheitskammer. Und jetzt sind wir dran. Hast mich? Und jeder von den auskochten Kunstexperten haut irgendwas drauf und am Ende kostet es dann das 100-fache, unsere Sissi. Ja, der Kunstmarkt ist ein Dschungel. Tut mir leid, aber das ist mir zu heiß. Es soll aber diesmal auch dein Schaden nicht sein. Was war denn das? Was denn? Da hat doch jemand geniest.
Geht, ist ja bloß die andere, da brauchst du jetzt einmal gar nichts denken. Sachen sortieren, Drehschalter, Kippschalter und Aufputzkabel, gell? Du mich verstehen. Kann die uns verstehen? Kein Wort. Wo kommt denn die her? Das ist mein neuer Hartz-IVler. Ein Dings ist das, schau hier, ein Dings, ein Russlanddeutsche. Hartz-IVler. Mit seinem riesen Klunker am Ohr, das glaubst du doch selber nicht. Der schaut ja aus wie Brillis. Geht, das sind doch keine Brillis. Ja, und ob das Brillis sind, was sind das für Klunker? Woher du die haben? Hast du die am Ende vielleicht sogar krampfelt? Gekrampfelt. Also, woher? Hab ich von Babuschka. Die hat sie von der Babutschka. Babuschka, freilich. Hat sie von Babuschka. Ja, so eine Babuschka hätte ich auch ganz gern, hä? Da meine ich, warst schon eher mit dem Ivan auf dem Divan, hä? Hartz-IVler. Und du überlegst dir jetzt, was du verlangst und wie lange es dauert. Bei aller Liebe, aber nein. Dann stellst halt bei dem Angebot vorn einen Einser dran. Ja, lieber hinter Nuller. Nur nichts Schriftliches, gell? Ja, nichts Schriftliches. Ja, nicht schreiben. Schriftlich nicht gut. Bei der Romane magst du aufpassen. Der Russ ist ein Hund. Frau Dietl? Ja, ich bin schon fertig, fahr gleich weg. Nein, es pressiert nicht. Nicht? Nein. Ah, dann seid ihr wieder gut miteinander. Gott bewahre. Nein, ich hab ein Auto draußen stehen sehen. Ein Polizeibienenhonig hätte ich zum Verkaufen. Unser neuestes Umweltprojekt, frisch von der Edstraße. Naturbelassen und cremig gerührt, Dachterrasse, Südlage. Mengen's an? Ja, freilich, super, nehme ich. Wir haben auch ganz verschiedene Geschmacksrichtungen. Zum Beispiel Hofgarten, Isarauen, englischer Garten. Dadelheim mit einem Hauch von angerosteten Gitterstäben, mit Beamtenschweiß im Abgang. Du musst es ja wissen, gell? Du kennst ja den Geschmack. Sag mal, wie schaust denn du überhaupt aus? Seriös und diskret, so wie du mich wollen jetzt. Ja, also, Pauli, gell, wir wissen Bescheid. Ich muss dann wieder telefonieren, gell? Ah, du, magst du nicht gleich den Stuhl mitnehmen? Der war fertig. Ja, logisch, was kriegst du denn? Ach, weißt du was? Gib's mir 50er. Schwarz, gell? Ohne Rechnung. Nein, das ist lediglich der Pfand für meine Holzwürmer, weil der Fleischanteil in dem Stuhl ist jetzt bei über 10%. Ja. Dem Herrn Engel ist es nämlich nach vielen Versuchen endlich geglückt, eine Holzwurmzucht aufzuziehen. Eine Holzwurmzucht. Ja, sowas braucht die Welt. Ja, meinen Sie, dass mit meiner Tegernseer Kundschaft das abkauft, wo nicht der Wurm drin ist? Keine Chance. Die haben lang gebraucht, bis sie so bissen haben. Beim Splintholz tun sie leichter. Am liebsten fressen sie übrigens Bananen. Ja, bringen wir das nächste Mal mit. Ja, aber Bio, gell? Bio, logisch. Und du, wenn du ein Geld brauchen, dann kommst du zu mir an den Tegernsee. Ich dir abkaufen Klunker von Ivan. Ich mache dir guten Preis. Bei mir ist alles seriös. Wir rennen Sie mit derer, die ist vom Rosmetzger aus Dagelfing. Dagelfing, freilich. Das ist ein Russlanddeutsche, gell? Wir wissen Bescheid. Und Grüße an Babuschka. Also das darf mich jetzt schon interessieren, was da herumgespielt wird. Frau Chantal, jetzt bitte schön, gehen Sie weiter. Es pressiert. Gestern so gut. Ja, den Stuhl. Sie waren im Gefängnis? Logisch. Ein Giersinger ohne Knast ist wie ein Schiff ohne Mast. Und warum? Hä? Warum waren wir eingesperrt? Wegen unschuldig. Wegen unschuldig, sicher. Was genau machen Sie da eigentlich? Ich brauche ein neues Profilbild für meine Singlebörse. Aha.
bin nämlich in der Blüte meines Alters angelangt und suche eine wohlhabende Dame, die mich sponsert. Eine Art Charity-Lady. Denen muss man ja bekanntlich was bieten, weil mit einem Entrümpler aus der Au wollen die nichts zu tun haben. Aha. Und mit was dann? Ich bin Kunstexperte. Weltweit, sieht man doch. Ein Hochstapler auch noch, sauber. Ich bin kein Hochstapler, ich bring schon noch zu was in meinem Leben. Das werdet ihr alle noch sehen. Engel! Meine Verehrung! Ja, Herr Kommissar, was ist denn los? Kaltheit, gell? Hätte ich jetzt am Ende schon wieder was angestellt? Denk nach, dann fällt's dir sicher ein. Ja, da ist mir im Augenblick gleich gar nichts. War auch nicht gerade billig. Darf ich eintreten? Warum? In Kloster Ettal haben sie eingebrochen. Na, In der schönen Rokoko-Sakristei. okay. Ja, haben wir Besuch gehabt in letzter Zeit. Na, wieso? Komisch. Ich hab grad zuerst die Frau Dietzel wegfahren sehen. Die ist in deinem Hof gestanden, direkt vor deiner Tür. Ja, freilich, die Frau Dietzel natürlich, ja, nein, die hat ja bloß was vorbeigebracht. Was denn? Was? Dingsatz, Bananen? Sonst hast du nichts vorbeigebracht. Nein, wieso? Was noch? Hehlerware zum Beispiel. Hehlerware. Bei mir, das war ja strafbar. Ja, Paragraph 260. Paragraph 260. Strafgesetzbuch, da gibt's Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Das ist aber schon viel. Ja, besonders wenn man auf Bewährung draußen ist. Ich höre jetzt da immer nur Hehlerware. Um was handelt es da genau? Bloß, dass ich Bescheid weiß, falls eventuell... Heiligenfiguren, Kandelaber, Porträt in Öl von der Kaiserin Elisabeth. Von der Sissi. Ja, du Dotschen! Du machst da mehr kaputt, als wie du mir zur Hand gehst. Haben wir einen neuen Mitarbeiter. Ja, ein Russ. Bisschen umschicken noch, gell? Mei, es ist ja so schwer, gescheites Personal zu finden. So, ein Russ soll. Woher kommen Sie denn aus Russland? Sie versteht schlecht, sehr schlecht. Sie ist ja nur in der Probezeit. Also woher? Aus der Tiger. Nix für Wald, Sumpf, Permafrost. Was willst du denn da schon verlangen? Jetzt lass doch selber reden. Nein, die soll jetzt endlich was zum Essen machen. Ich hab nämlich Hunger, du mach ein Abendessen. Hä? Darüber. Vielleicht kann sie wenigstens das. Aus der Tiger also. Sibirischer oder asiatischer Teil? Da Herdplatte, Wasserwarm machen, Dose reinstellen, ansonsten Hände falten, Gosche halten. Haben wir uns verstanden? Du Essiger Bischi? Nicht immer nur kochen, putzen, waschen, immer nur Dreck nachräumen für dicke Mann, aber immer nur schimpfen. Nie freundliches Wort. In nix bleibe Deutschland, Deutschland nix gut, Männer schlecht. Benehmen wie Affe im Dschungel. Ja, nix Kultur, nur Yellowpress und Gartenzwerge. Was? Ja, ihr Deutschen immer denkt, wir Russen, wir haben nur Anna Netrebko, Don Kosaken, Gefangenenchor. Aber wir haben noch sehr viel mehr. Wir haben zum Beispiel El. Was habt ihr? Öl haben's. Und Gas. Ha? Sehr viel El, sehr viel Gas. Und ihr müsst kaufen. Sonst kalt im Winter und deutsches Hirn frieren ganz kaputt. Was ist denn mit ihr passiert? Vielleicht hat's Heimweh. Nach der Tiger. Brav bleiben, Pauli. Leck mich doch am Arsch, war das knapp. Und dieses Bild kommt zurück an den Tegernsee. Sonst hätte sich in die östlichen Gangsterbrigaden samt der russischen Mafia auf dem Hals. Dann du morgen früh aufwachen und bist tot. Du verstehen? Wir zwei, meine, werden noch Gaudi haben miteinander.
Gott. So, und das restliche Grafik, das fährst du am Wertstoffhof. Und das Regal, das haust du auseinander und nimmst das auch gleich mit. Und weil wir gerade dabei sind, deine Gewandkisten können da auch nicht ewig stehen bleiben, gell? Ah ja, und die Schallplatten, die... Weißt du was, die bringst du mir zum Scheller-Keinzi. Der zahlt pro Stück ein Zehnerl. Auwe, Maria und Margot Helbig. Die tust du am besten nicht mitten rein, weil sonst druckt er uns wieder den Preis. Und das bleibt da, weil sowas gibt man nicht her, schau. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Geht's Ihrer Schulter wieder besser? Bitte? Ob's der Schulter wieder besser geht? Na, oh. Vielleicht können Sie dann endlich mal wieder mit anpacken. Das wird nämlich langsam ein bisschen viel für meinen Rücken. Ja, das ist mir schon klar, weil das Schwerste, was du, verwöhnter Saufratz, bis jetzt gekommen hast, das waren die Austern beim Feinkost Köfer, die Einkaufstaschen in der Maximilianstraße und das Programmheft von der Münchner Staatsoper, stimmt's? Ich hab keine Lust, mich jeden Tag mit einer zum Streiten. Und auf Ihre billigen Provokationen voll auch nicht mehr rein. Ich streite nicht, ich erkläre lediglich, warum ich permanent Recht habe. Ich kann auch nichts dafür, dass meine Eltern reich waren. Ich hätte als Kind vielleicht auch lieber einen Tralon-Pullover angehabt und hätte im Plattenbau gewohnt wie meine Mitschüler. Es war nämlich nicht schön, jeden Tag 12 Austern zu essen. Und dann mit den sogenannten Geschäftsfreunden über den Golfplatz zu flanieren. Wo man den Mundgeruch von den Herrschaften dann schon vom Zweierloch bis zum Dreierloch riechen kann. Aber das können Sie sich mit Ihrem Proletenschädel ja nicht vorstellen, gell? Bei Ihnen herrscht ja vollkommene Stille. In beiden Gehirnhälften. Du, Entschuldigung. Hallo. Du, sag das jetzt nochmal in deinem schönen russischen Akzent, weil der macht mich immer total wuschig. Ich bin so froh, wenn Sie Ihren Führerschein wieder haben. Wieso das? Wieso das? Damit ich hier endlich weg kann. Sie müssten ja eigentlich schon längst zurückkommen. Die 4 Wochen sind bereits um. Ja, und wo willst du dann so schnell hin auf die Schnelle oder sind Strumpfaktien wieder gestiegen? Ich will einfach weg. Weg von meiner Vergangenheit, weg von meinen Beratern, die mich belogen und betrogen haben. Hört in dieser Stadt einfach nicht mehr aus. Ich will weg in die Zivilisation. In die was? Ja, genau. Ich werde auswandern. Wenn Sie einen Führerschein wieder haben, dann werde ich irgendwo untertauchen und einen Neuanfang starten. Untertauchen? Irgendwo hin, wo mich keiner kennt. Eine kleine Kunstgalerie wäre schön. In einem kleinen romantischen Künstlerdorf oder so. Aha, und wie willst du das finanzieren? Mit deiner Nobelhandtaschen? Ich weiß es nicht. Nein, ich werde mir da Arbeit suchen. Hab ja mittlerweile sehr viele Muskeln aufgebaut durch meinen 12-Stunden-Arbeitstag. Jetzt sag ich dir was. Ich biete dir hier alles, was du zum Leben brauchst. Und das, was ich dir nicht biete, das brauchst du nicht. Aha. Das ist ja Blattgold. Jawohl, 23,75 Karat. Kann man sogar essen. Magst du ein Stückerl? Hätte weniger Kalorien als eine Auster mit Zitrone. Das Backerl ist da. Ah, super. Sag her. Ja. Absolutely magic, ha? Mein neues Freizeithemd. Reine Seide. Kostet 1.100 Euro. Der Wahnsinn. Ich versetze meine Ohrringe, damit Sie wenigstens einen Teil von Ihren Mietschulden vom Hals haben und wieder krankenversichert sind. Und was derben Sie? Sie kaufen Blattgold und teure Luxushemden. Ja, sind Sie denn jetzt vollkommen verrückt? Oh, unsere First Lady ist ja heute wieder ein Feuerwerk der guten Laune, was? Ja, mir geht's auch nicht gut. Heute habe ich die Butter in den Kühlschrank gestellt, statt meine Hauspantoffeln. Das musst du dir einmal vorstellen. Aber, Froni, jetzt langsam, meine ich, wärst du alt. Ja, logisch. Wenn du nicht stirbst, wärst du alt. Und? Was sagst Ja, immer schön vornehm bleiben und wenn der Arsch raushängt. du? Hat die jetzt gerade Arsch gesagt? Ja, hat sie. Das wird schon noch. Jetzt, wenn sie nach dem Essen noch ein Kopperl macht, dann werden da direkt menschliche Züge erkennbar. Ich warte auf eine Erklärung. Froni, sagst du ihr? Ja, diese Online-Bestellungen kosten einem keinen Pfennig. Ja, freilich, weil er es nicht zahlt, wie alle seine Rechnungen. Nein, das geht anders. Fotografieren, posten, einpacken und adios, alles wieder zurückschicken. Ich habe das auch schon mal gemacht für eine Partnerbörse 70 plus im Cocktailkleid und High Heels. Ja, sogar das Porto wird vom Anbieter übernommen, sonst kann sich unser einer ja solche Auspackpartys gar nicht leisten. Ravioli haben wir keine mehr.
Oder wenigstens ein Blaukraut. Die hat alle als Prinzessin verrannt, weil bei uns wird ja jetzt frisch gekocht. Ja, schade. Mit Silberbesteck aus der letzten Haushaltsauflösung, Chippendale, und nach dem Dinner klimpert die Dame des Hauses zu ihrer Erbauung noch ein paar Takte auf dem Klavier. Klassisch. Im Kühlschrank ist noch Bœuf Bourguignon. Ein was? Das ist so Rindfleisch mit Wurzelgemüse. Gar nicht verkehrt, vom Paul. Bocuse. Bocuse. Mir gangst. Ich mach's einer warm Honig, schmeckt wirklich gut. Und ist bei weitem gesünder als euer abgelaufenes Dosenfutter. Ja, ich bin gesund. Neulich bei der Darmspiegelung hat der Doktor gesagt, so einen schönen Darm hat er überhaupt noch nie gesehen. Hallo, meine Damen. Hier sehen Sie mich beim Entspannen nach einer Safari durch die Kunstmuseen Floridas. Ein wahrer Wallfahrtsort für jeden interessierten Künstler. Wie gerne hätte ich dich an meiner Seite. Dich, eine humorvolle, vermögende Frau, die für die Kunst brennt. Eine großzügige Mäzenin, die in der Lage ist, einem Künstler kreative Kraftzelle, Schutzraum und Werkmöglichkeit sein zu wollen. Melde dich ganz ungeniert. Ich erwarte dich unter www. Dass Sie sich nicht schämen. Herrschaft, zeig mir, jetzt redet mir die Amsel in meine Aufnahme ein. Künstler sind Sie also auch noch. Ich bin ein Schöngeist. Eine zarte Künstlerseele. Ja, billiger Heiratsschwindler ist er, das ist er. Ja und? Sie sind doch bloß darauf aus, dass Ihnen irgendeine gutgläubige, wohlhabende Frau ihr erbärmliches Leben finanziert. Na, nicht mein Leben, meine Kunst. Kunst, er. Ja, schon sein Papa war einer der angesehensten Restauratoren von München. Der hat sogar seinerzeit den Friedensengel vergoldet. Und der Pauli alle Federn vom linken Flügel. Schon als Lehrbuhr, gell, Pauli? Und den Ölzweig. Und jeden Tag in der Früh, bevor ich das Abend angefangen habe, hat mir der Papa erst einmal eine saftige Watschen gegeben. Und dann habe ich loslegen dürfen mit dem Ölzweig des Friedens. Vergolden ist zwar ein ehrenwertes Handwerk, fällt aber mit Verlaub nicht unter den Beruf eines Künstlers. Zeig's ihr. Niemals. Dann zeig ich's ihr. Na was denn? Abmarsch. Da wärst du jetzt spitzen. Ich ist drüben. Meine Serie fängt gleich an. Turm der Liebe. Prost, ich hab der Herrin ein Flatrate. Das ist ja ein Rembrandt. Mann mit dem Goldhelm. Richtig. Und hier noch ein Rembrandt. Nachtwache. Eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Wie kommen Sie zu solchen Beutel? Selber gemacht. Was? Wie bitte, das haben Sie gemalt? Der Rembrandt ist nicht schwer, den habe ich perfekt drauf. Den muss man sich bloß ein bisschen neu versetzen, hat man schon kapiert auch. Wo haben Sie denn bitte gelernt, so zu malen? Nirgends. Wieso? Verstehen Sie überhaupt was von der Kunst? Ja, ich habe Kunstgeschichte studiert und Musik. Die Domäne der höheren Töchter. Ja, das hätte ich auch gern, aber der Papa hat mich nicht lassen. Der hat mir das nicht zutraut. Der hat mir überhaupt nichts zutraut. Ja, und im Abschlusszeugnis haben sie mir dann in Kunst einen Fünfer eingedruckt, weil sie nicht geglaubt haben, dass ich die Arbeiten alle selber gemacht habe. Und so sind Sie Kunstfälscher geworden. Deswegen waren Sie im Knast. Nein, im Knast war ich, weil ich einen Durst gehabt habe. Das ist meines Wissens in Bayern nicht strafbar. Ich habe einmal in jungen Jahren, da habe ich einfach so aus rein künstlerischen Gründen einmal einen 1000-Markschein nachgemalt. Ein Geldfälscher auch noch. Ich wollte wissen, ob ich das kann. Mich hat das Künstlerische an der Banknoten interessiert. Und dann habe ich plötzlich so einen Durst gekriegt. Und wie ich schaue, stehe ich vor dem Preisstübel und da habe ich mir noch eine halbe gekauft. Mit dem 1000-Markschein. Ein paar Wochen drauf habe ich dann den Kommissar Süß kennengelernt. Und der hat Sie dann verhaftet. Nein, erst hat er mir gratuliert, weil so eine grandiose Fälschung hat er noch nie gesehen. Die hängt jetzt sogar in der Polizeiinspektion, direkt über seinem Schreibtisch. Ja, und im Knast und danach habe ich mich dann eigentlich nur noch auf die alten Meister konzentriert. Sind wir aber dann auch bald langweilig geworden. Langweilig? Ein Rembrandt langweilig? Ja, gerade der.
Ich war selbst auf dem Höhepunkt meiner künstlerischen Reife angelangt. Aha. Weißt du was? Jetzt zeige ich dir die anderen auch noch. Was hat er jetzt auf seinen Kopf? Ein Fahrradhelm. Und der arme Poet, was hat der bei mir anstatt seinem Buch in Händen? Ein Laptop. Albrecht Dürer, Selbstbildnis. Was hat der jetzt bei mir um seinen Hals? Einen Schal von FC Nürnberg. Geil, oder? Alte Meister neu begriffen. Das gibt's doch nicht. Doch, ich habe auch noch die betenden Hände vom Dürer mit knallrot lackierte Fingernägel. Dann die Mona Lisa hat bei mir ein Mordstrom Nasenring und das Mädchen mit den Perlohrringe hat bei mir ein Ohrwaschelpiercing und da am Hals ein Tattoo. Hey, da kannst du direkt lachen. Ja, ist aber auch dermaßen originell, also wirklich. Schon, oder? Ja. Haben Sie schon mal probiert, die Buddeln irgendwo anzubieten? Dann geht die ganzen Kunstgalerien ziehen da die Nasen auf, wenn so einer wie ich daherkommt. Und eine eigene Ausstellung kann ich mir nicht leisten. Der Leopoldstraße bin ich auch gesessen, wochenlang mit meinen Buddel. Und? Ja, Stieblem sind alle gelacht haben, viel, aber gekauft hat es keiner. Magst du noch was sehen? Ja, unbedingt. Dieses Bild ist mein Meisterwerk. An diesem Bild hängt mein Herz. Das ist ein Ausschnitt aus der Sixtinischen Madonna. Was? An Raphael haben Sie auch drauf? Sind das Sie? Das sind doch Sie. Wahnsinn, hä? Das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst, oder? Doch, bei diesem Bild habe ich versucht, mein Innerstes nach außen hin sichtbar zu machen. Meine Sittsamkeit und vor allen Dingen meine Unschuld. Ich glaube, ich muss schon wieder lachen, darf ich? Nein, Ich kann aber nicht anders! Pauli, der Unschuldsengel! Wenn ich noch Geld hätte, das darf ich sofort kaufen. Ehrenwort. Aha, euch geht's gut? Hat er eine rechte Garde bei dir, der Russ? Ha? ja, schaut fast so aus. Ein bisschen arg aufgeräumt, der Rin seit Neuestem, ha? Da kann ich nichts dafür, das weiß ich. Madel, das darfst du nicht machen. Das ist gar nicht gut. Gockel und Männer fühlen sich nur auf Misthaufen wohl. Musst du dir merken. Schau her, was ich da bringe. Ja, wo hast denn die hier? Ja, weil ich damals in Auftrag gegeben, wie unsere Herren von der Regierung beschlossen haben, dass in jeder bayerischen Amtsstube sowas hängen muss. Lediglich 3 Stück habe ich verkauft, auf die anderen bin ich alle sitzen geblieben. Ja, und was soll jetzt ich damit? Mei, Pauli, jetzt machst du's halt auf Gottisch. Stellst das Nein der Zeitmaschine zu deinen Holzwürmer. Was ist denn das für ein Holz? Esche, Lärche, Lindenholz. Und er? Also was ist denn er? Keine Ahnung. Das ist ein Plastik. Den da beißen sie mir ja nicht. Ja, aber das andere, das geht, wird erledigt. Ora et labora. Und Brumms-Business. Du, schönes Porzellan hätte ich für dich. Meißen, Ja, eher Meißen-Umfeld. Stempel. Noch nicht. Mal einen Stempel drauf und wir kommen ins Geschäft. Die tigern sich ja strengen auf sowas. Einmal gekreuzte Schwerter, kein Problem. Das ist schon ein Problem. Das ist nämlich Betrug. Betrug. Merkt der eins, Madel, wenn du gutes Geschäft gemacht hast, musst du hinterher allebei ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben. Horch zu, von der kannst du was lernen.
Wie weit sind wir mit der Sissi? Wann hast du das fertig? Doch, Chef, noch gar nichts angefangen. Muss Wohnung leer räumen, Keller entrümpeln, Lump wegfahren zu Wertstoffhof, muss Geld verdienen mit ehrlicher Arbeit, sonst Charakter ganz kaputt. Hat nämlich keine Lust auf Gefängnis, sitzt inzwischen 6 Monate und 10 Jahre. Sag mal, wer redet denn das Fliegerl plötzlich daher? Paragraph 260 Strafgesetzbuch. Woher weißt du das? Der Akzent ist doch der Wahnsinn, ha? Du reißt dich zusammen, Dirndl, gell? Sonst spiel ich russisch Roulette mit dir, dass du ja auskennst. Und du nehme Kaiserin Sissi wieder mit zurück nach Kloster Ettal in schöne Rokoko-Sakristei. Herr Engel, nämlich keine Zeit für krumme Geschäfte. Krumme Geschäfte? Was denn für krumme Geschäfte? Ich fahr gleich weg. Strafzettel oder Honig, das können Sie einer raussuchen, aber ich bin jetzt wegen ganz was anderem da. Ich glaube, ich weiß jetzt nämlich, woher ich die kenne. Ich hab da so einen Verdacht, einen unglaublichen Verdacht. Was? Sie kennen das Russenfliegerl. Hast du was ausgefressen? Das hab ich mir doch gleich gedacht. Ein Hartz-IVler mit Brillis am Ohr. Wo sind denn die überhaupt? Er hat sich versetzt, mir zuliebe, zur Schuldentilgung und damit ich wieder krankenversichert bin. Und da schau her, das Hemd hat's mir auch gekauft. Reine Seide. Geil, hä? Das ist Liebe. Sowas war dir nie in den Sinn gekommen. Kleines weißes Cabrio-Kennzeichen Munich JR. Regelmäßig 2-mal in der Woche parkt vor dem Feinkost Köfer. Und vor dem Trallmeier habe ich die auch schon ein paar Mal erwischt. Immer im absoluten Halteverbot. Okay, Trallmeier. Wir kaufen doch nichts beim Trallmeier. Wir ernähren uns ausschließlich von Haushaltsauflösungen. Ravioli, Blaukraut, asiatische Biohundsuppe. Und da frage ich mich, was tut eine, die so ein Cabrio fährt und in die teuersten Feinkostläden von München einkauft, was tut die bei so einem Grattler wie ihm? Da stimmt doch was nicht. Ich hier nur arbeiten für Chef. Schaue, dass er immer genug zu essen für seine dicke Bauch, biegel seine Hemden und ansonsten lass mich beschimpfen. Ich bin hier Trottel für alles. Aha, Chef. Hat diese Dame eine Arbeitserlaubnis? Ha? Ist sie angemeldet? Ha? Ja, das darf mich jetzt aber schon auch interessieren. Das braucht sie nicht, weil ich heirat's nämlich. Was tust du? Da, schau her, sie freut sich auch schon. Weißt du, so eine Frau ist eine absolute Alternative gegenüber dem Geschmors, mit dem ich mich bis vor kurzem umeinander geschlagen habe. Gell, meine kleine Kisulitschka? So, und jetzt schleicht's euch, aber alle zwei. Halt. Erst du zahlen alle deine Schulden. Was ist los? Sie schaut nicht an. Sonst ich kenne Chef von russischen Inkassobüro. Gross, brutal, gnadenlos. Ja, Geld habe ich jetzt keins dabei, so in Bar. Kein Problem, wir nehmen Karte, haben seit kurzem Maschine. Aha. Grüß Gott miteinander. Fest sind wir. Das ist ja einmal einfach ein Unterschied, wenn eine gescheite Frau im Haus ist. Ja, Frau Ditzel, was treibt denn Sie hierher? Kennen wir uns? Hausdurchsuchung 2013. Ah ja, genau, jetzt was ich sagen. Sakrale Kunst haben wir gesagt. Ja, aber gefunden habt's nichts, gell? Der Arm des Gesetzes ist lang, Frau Ditzel, glauben Sie mir's. Frau Dietzel, gute Frau, möchte bitte zahlen alle Schulden von letzten Monaten. Ja, muss auch einmal sein, gell? Danke. Geheimzahl eintippen, bitte. Ich funke jetzt auf alle Fälle meine Kollegen in der Edstraße und die sollen einen Beamten vorbeischicken. Und dann werden wir ja sehen, ob da herin alles mit rechten Dingen zugeht. Lass mich doch nicht so verarschen. Und Ausländerbehörde werde ich auch informieren. Um was geht's denn? Um derer ihren Führerschein und um derer ihre Aufenthaltserlaubnis und um das, wer sie überhaupt ist. Ich habe da nämlich so einen Verdacht. Was für ein Verdacht? Ja, dieses Cabrio auf der Wittelsbacher Brücke, Türen offen und der Schlüssel am Beifahrersitz. Glauben Sie mir's, Herr Kommissar, ich bin da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Und die, wenn stimmt, dann ist das eine Mordstromstory. Tu dein Fotoapparat weg. Nein, den brauche ich für meine Beweise. Hey! Gelöscht. Das ist Nötigung derns was, Herr Kommissar. Weißes Cabrio Kennzeichen Munich JR. mit einem Golfbeck hinten drin. Ganz genau. Die Kollegen haben den Fall schon aufgeklärt. Was haben die?
Und Sie als Politesse sind meines Wissens nur zuständig für den stehenden Verkehr. Die Frau Dietzel steht übrigens im Halteverbot. Ich natürlich auch. Ja, das ist mir jetzt halt aber wurscht. Das ist keine angemessene Dienstauffassung. Darf man dann wenigstens das Ergebnis dieser Aufklärung erfahren? Dienstgeheimnis? Ja, im Kommissariat ändert sich jetzt dann sowieso bald was, wenn mein Kurti erst einmal dort ist. No bin ich da. Ja. Ja, und wer ist nachher sie? Russisches Mädchen aus der Taiga auf der Suche nach ihrem Glück. Ja, und das hat sie bei mir gefunden. Und jetzt schleichst du. Ich bin dann lieber auch weg. Fährst du mitnehmen dann in Einkauf? Was denn für ein Einkauf? Schönes Bild in L. Was hat's denn gekauft? Rührender Hirsch. Ein bisschen trivial, gell, aber mei, was willst du machen? Die Tegern sie ja, die stehen auf sowas, gell? Also bis dann, Frau Dietzel. Wieso bis dann? Sagt man doch so am Tegernsee. Ah ja. Pauli, Ja. mein Gold ist weg. Was denn für ein Gold? Ja, ich find's nicht mehr. Hast schon in deinen Kühlschrank reingeschaut? Da sind nur meine Hausschlapfen drin. Wie viel war's denn? Geh, die hat doch nix. Ja, jetzt vielleicht nimmer. Mein ganzes Leben spare ich auf ein schönes Zimmer im Altersheim und jetzt ist alles weg. Alles. Mei, das ist ja entsetzlich, Frau Schweizer. Da müssen wir jetzt gleich einmal eine Anzeige aufnehmen. Eine Anzeige Krampf. Die fordert die seit Jahren durch, weil es kein Pulver nicht hat. Genau, das stimmt. Deswegen habe ich ja so viel sparen können. Mit dem vielen Pulver kann die 200 Jahre alt werden. Mindestens. Ja, sag einmal, hat's die jetzt? Wissen Sie was? Ich gehe jetzt mit ihr rüber und dann schauen wir alles noch mal ganz genau durch und dann sehen wir weiter. Und warum sind Sie noch da, Herr Kommissar, wenn man fragen darf? Wegen einer Vermisstenanzeige. Vermisstenanzeige, wieso? Was werden vermisst? Junge, bezaubernde, verzweifelte Lady. Und wer hat diese Vermisstenanzeige aufgegeben? Ein gewisser Dr. Karl Zander. Oh mein. Gegen Sie liegt übrigens nichts vor. Ich muss dem Herrn nicht einmal melden, dass ich Sie gefunden habe. Sie sind ein freier Mensch. Danke, Herr Kommissar. Nur damit Sie Bescheid wissen, bevor irgendwann mal die Presse Wind davon bekommt. Ich danke Ihnen wirklich sehr. Darf ich dem Dr. Zander Ihre Telefonnummer geben? Ja. Von hier herin? Nein. Ja, sehr gern. Und nochmal danke für alles. Keine Ursache. Und das Vidania. Das Vidania. Was war jetzt das? Und dieser Dings, dieser Dr. Zander, was ist denn das für ein Gläufe? So was kennt unser eins nur als mageres Fischfilet. Edelfisch. Was will denn der von dir? Jetzt habe ich erst einmal einen Hunger. Das hat der Toni mitgenommen. Ravioli, ha? Seit wann kennst du den? Den Dr. Zander? Ja? Schon länger. Der ist Vorstand bei einer Stiftung. Was für eine Stiftung? Meine. Bitte? Ja. Bildung, Erziehung, Gesang und Musik. Bitte was? Wir unterstützen übrigens auch Waldorfschulen. Ja, aber dann hast ja du doch ein Pulver. Ich nicht, meine Stiftung. Ja, und da gibt es jetzt keine Möglichkeit, dass man eventuell ein bisschen an das Pulver hinkommt. Nein. Nicht? Jetzt lerne ich endlich eine reiche Frau kennen und dann hat die nichts. Blöd, gell? Naja, mein Vermögen ist auch gebunden und das komme ich gegenwärtig sozusagen auch nicht dran. Mei, sie Ärmster. Hier unter den Dielen schlummert ein Vermögen, von dem niemand was weiß und auch niemand wissen darf, weil sonst bin ich nämlich fällig. Ein Vermögen? Ja. Unter den Dielen? Logisch. Magst du das sehen? Ja, unbedingt. Ich zeig's dir trotzdem. Unter einer Bedingung, Wie wäre? dass endlich du zu mir sagst und nicht wie sie. Du, zu Ehre. Ja gut, ich kann's ja mal probieren.
Runde Enten in flachem Schilfwasser. Richtig. Sehr gut. Hast du das auch du gemalt? Nein, das ist ein Original. Was? Wie bitte? Ein echter Köster? Das ist ja unglaublich. Gegenwärtiger Marktwert 49.560 €. Wie bitte kommen Sie an so... Wie bitte kommst du an so ein Pudel? Das hängt doch meines Wissens seit Jahren in der Staatskanzlei. Richtig, beim Ministerpräsidenten in der Zirbestumm, aber Aber da hängt eine Fälschung. eine Fälschung in der Staatskanzlei. Von dir. Ja, aber ich kann nichts dafür, schuld ist der Papa. Der Papa, logisch. Ja, der hat, vor ungefähr 30 Jahren hat der dieses Pudel da zum Restaurieren gekriegt und ich hab's halt dann einfach kopiert. Einfach so und weil ich ihm zeigen wollte, was ich drauf habe und dass er mich dann vielleicht doch auf die Kunstakademie schickt zum Studieren. Und wie der Papa dann fertig war, dann Ja. haben die Deppen das verkehrte Pudel mitgenommen. Was? Und keiner hat's gemerkt? Ja, der Strauß nicht, der Streibel nicht, der Stäuber nicht, der Beckstein schon mal gleich gar nicht, der Seehofer erst recht nicht und der Neue bis heute noch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, obwohl ich abweichend wie vom Original eine von meinen Anten eine Mordstrom Regenwurm-Schnabel reingemalt habe. Das hätten doch die sehen müssen. Du bist so schön, wenn du lachst. Ja, das hat der Dr. Zander auch mal gesagt. Aha. Ja. Gibt's jetzt schon bald was zum Essen oder muss ich da länger drauf warten? Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. I'm all alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams the sunbeams find you. Was war denn jetzt das? Scheiß Wurscht. Wohin damit? Wo soll es hinstellen? Wurscht. Und die Bettwäsche und die Küchentücher kriegst du auch wieder zurück. Vielleicht kannst du es ja brauchen. Ich brauch gar nichts mehr. Ja, ja nicht. In meinem Altersheimzimmer haben sie keinen Platz für eigene Möbel. Da darf ich höchstens ein Beutel mitnehmen. Ich weiß da schon welches. Nimm's mit. Es ist zu groß, ich hab's schon ausgemessen. Was gibt's heute? Blaukraut, Raviole? Oder lassen wir uns zur Feier des Tages eine Pizza kommen? Ich is nichts mehr. Seit wann? Seit sie weg ist. Hat sie sich allerweil noch nicht gemeldet. Jeden Tag hat's mir da am Klavier was vorgespielt und gesungen hat die Glocken hell. Und jeden Tag hat's mir was Schönes gekocht und jeden Tag hat's mich zusammengeschissen auf Deutsch und auf Russisch.
Wie mein Großvater damals den Stier verkauft hat, waren unsere Kühe auch so traurig. Die haben nur noch Vergissmeinnicht gefressen. Ist die einfach weg. Ich komm heim und sie ist weg. Kein Brief, kein Mu, kein Mail, kein gar nichts. Da, die Kiste mit ihrem Gewand, das ist das Einzige, was mir von ihr noch geblieben ist. Ihr habt's gestritten. Ja, logisch haben wir gestritten, jeden Tag haben wir gestritten, durchgehend. Ich habe noch nie in meinem Leben habe ich so wunderbar mit einer Frau streiten können wie mit ihr, noch nie. Mei, Pauli, ich darf dich ja gern trösten, aber ich habe einen Termin beim Heilpraktiker. Ich lasse mir meine Besenreißer wegmachen, weil, wenn ich mal stirb, muss alles perfekt sein. Pauli! Was ist denn los, Pauli? Herr Kommissar, gut, dass Sie jetzt da sind. Ich bin total der Würfel. Wo brennt's? Ja, da drinnen. Dir meine geht's gar nicht gut, hä? Ich habe in jedem Krankenhaus hab ich angerufen. Nichts. Jeden Dr. Zander, den ich im Telefonbuch gefunden habe, auch nichts. Die, wenn wirklich ausgewandert waren, dann hättest du wenigstens ein Gewand mitgenommen. Dass dir mal so erwischt. Was denn? Die Liebe. Und dabei habe ich mir gesagt, sowas kommt mir mal nicht ins Haus. Wissen Sie, Herr Kommissar, meine Nervenbahnen sind einfach nicht ausgelegt für sowas. Wenn's verliebt bist, bist verliebt, Pauli. Da kannst du dich nicht dagegen wehren. Das ist in mein Leben gekommen wie ein Sturmwind. Und genauso schnell war es wieder weg. Wenn dir's in Kopf und Herzen schwirrt, was willst du Besseres haben? Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben. Herr Kommissar, ich würde Sie bitten, dass wir bitte schön eine Vermisstenanzeige aufnehmen. Weil ich mache mir solche Sorgen, dass ihr was passiert ist. Die werden doch nicht wieder in dieser. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Irgendeinen Grund wird's doch gehabt haben, dass abgehört ist. Ich habe auch schon hin und her überlegt, mir fällt aber nichts ein. Im Gegenteil, wir sind uns ja näher gekommen in den letzten Wochen. Sowas von wunderbar näher. Pauli, tu, was ich kann, ich versprich das. Danke. Es gibt sensationelle Neuigkeiten, Luisa. Wer? Der Russ. Welcher Russ? Heute beim Friseur habe ich in die alten Zeitschriften blättert. Und ihr glaubt nicht, was ich da entdeckt habe. Dieser Russ, mein Lieber, das ist nämlich gar kein Russ. Aha, sondern? Dieser Russ, meine Herrschaften, war einmal eine der stinkreichsten Frauen in Bayern. Nämlich die seit Wochen verschollene Strumpftante Julia Reinhardt. Da, lies selber. Was fotografierst du da herin umeinander? Wo ist denn? Ist am Ende am Wertstoffhof Klump abladen. Das wäre ja ein super Motiv. Das gibt gleich wahrscheinlich mehr. Ich habe jetzt gleich einen Termin mit der Yellow Press. Die zahlen einen 5-stelligen Betrag für die Story. Also, red schon, wo ist? Tu dein Handy her. Ja, nix da. Das war aber gesünder für dich, glaubst du mir? Nur über meine Leiche. Du gehst damit nicht zur Zeitung. Doch, ich hab schon jede Menge Termine. Ich warne dich. Ah, ich zittere vor Angst. Ich bin gerade in einem Zustand, wo ich für das, was ich ab jetzt tue, einen erstklassigen Freispruch zu erwarten habe. Herr Kommissar, deren fast der Wahnsinnige gurgelt mich sonst ab. Pauli, dann hätten Sie zumindest keine weiteren Konsequenzen zu tragen, Frau Dietzel. Was denn für Konsequenzen? Wir haben einen von den Kirchendiebe geschnappt. Kirchendiebe. Rokoko, Sakristei, Etal. Gesungen hat er wie ein Zeisel. Wir können es nichts anhängen, Herr Kommissar. Ich und der Pontius Pilatus, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Ich darf an Ihrer Stelle trotzdem ganz schnell zurückfahren an Tegernsee. Da findet nämlich gerade jetzt, wenn ich richtig informiert bin, eine Hausdurchsuchung statt. Was ist los? Bei mir? Die Beamten da, die stellen alles auf den Kopf. Ihren Laden, ihre Lagerräume, ihre Wohnung. Wenn Sie schicker, können Sie vielleicht noch ein bisschen zuschauen. Wir haben da einen neuen, sehr engagierten und karrieregeilen Einsatzleiter. Übrigens mein Nachfolger. Ein ganz scharfer Hund. Ja, sind Sie denn jetzt komplett verrückt? Sie sind doch nicht ganz... Frau Dietzel, ich glaube, es ist besser, Sie beherrschen sich. Das war kostenmäßig günstiger für Sie. Ich sage jetzt nichts. Aber was ich denke, ist grausam.
Da meine wird sich jetzt einer ganz arg freuen. Grüß Gott, Herr Kommissar. Jetzt, was gescheit sei, Pauli. Servus. Ja, da schon, ja, sind wir auch mal wieder da. Haben wir eine Zeit lang gehabt nach dem lieben Pauli und seine guten Ravioli. Der liebe Pauli, der kann mich mal am Arsch lecken. Kann es sein, dass es seit dem Eintreffen einer gewissen aufgedagelten Trutschen da herin ein leicht atmosphärisches Defizit gibt? Julia, ich möchte jetzt sofort wissen, wo du die ganze Zeit warst, warum du einfach abgehauen bist. Hey. Sind wir halt wieder ein bisschen aggressiv? Ich bin nicht aggressiv, ich habe lediglich eine gesunde Grundspannung. Ich auch. Julia, ich möchte jetzt wissen, warum du so sauer bist auf mich. Meine ehemaligen Berater und du, ihr seid alle die gleichen verlogenen Schweine. Und du, mein Freund, du bist die Obersau. Ja, sag einmal, spinnst du jetzt? Du hast mir nie gesagt, dass der Dr. Zander hier unentwegt angerufen hat und mich sprechen wollte. Aber. Warum nicht? Ja, du bist schon gut, wer hätte mich sonst fahren sollen? Ach komm, du hast deinen Führerschein doch schon lange wieder zurück. Stimmt's? Wie lang? Länger. Aha. Ja, ich wollte halt einfach nicht, dass du gehst. Ja, freilich. Damit du weiter deine Bequemlichkeit hast. Jemand, der dir was Ordentliches kocht, sich um deine verwahrloste Wohnung kümmert und um dein noch verwahrlosteres Ego. Jemand, den du schlecht behandeln und ausbeuten kannst, weil er auf dich angewiesen war. Ich betone, war. Julia, so war das nicht. Ganz bestimmt nicht. Sowas darfst du nicht einmal im Traum denken. Ja, Zeiten. Weißt du, was am gescheitern ist, wir zwei heiraten. Du hast so keinen Arsch in der Hosen und du bist so ein elendiger Mann. Was? Wie bitte? Ja, wir probieren es halt einfach. Heiraten? Ich? Dich? Ah. Durch mein fortgeschrittenes Alter ist das Scheidungsrisiko sowieso schon stark reduziert. Aha. Julia! Noch was? Ja? Was ist, wenn jemand dich liebt und dich deswegen nicht gehen lassen will? Bei diesem jemand. Jetzt mal, wenn er dich sieht, das Herz stehen bleibt. Weil du bist einfach klug, schön und stark. Außerdem bist du hinreißend, warmherzig und liebevoll. Kurz gesagt, du bist einfach großartig. Mei, das war jetzt aber ein schöner Text. Eine von deinen Videobotschaften? Julia! 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 Servus. Erweiterter Untersuchungsbeschluss in der Angelegenheit Diesel, Paragraph 103 Strafprozessordnung. Mach's auch, Holmi? Na, Dankeschön. Müsst schon entschuldigen, aber wir heute nicht zum Aufräumen gekommen.
Sag mal, was soll das ganze Graffi noch? Halt, wo willst du mit meine Kreuzer hin? Da ist überall der Wurm drin. Hallo? Herr Engel, Bitte. das wäre kriminaltechnisch untersucht. Auf Holzwürmer. Auf Kirchenraub. Gotik. Nein, Plastik. Sag mal, wo willst du mit meine Bulli? Das ist mein Privateigentum. Ja, das wird sie dann schon rausstellen. Die haben alles selber gemacht, eigenhändig. Da steigt so ein Huhn auf ist. Hallo Sie, Herr Sheriff? Nicht, dass wir dann in der Polizeiinspektion ein Ding machen, so Fernsehen. Eine Vernissage? Auf gar keinen Fall. Meinen Sie nicht, dass Sie einer da ein bisschen überschätzen? Das glaube ich nicht. Eines meiner Werke hängt sogar in der Staatskanzlei. Hey Engel, jetzt fahren Sie mal ein bisschen runter mit dem Gas. Beim Herrn Ministerpräsidenten in der Zwölftelstube. Wo? In der Zwiebelstube. Servus, Pauli. Ja, die Chantal, alte Knöllchen-Tucke. Ist es Ihr Wagen da draußen vor der Tür? Was fragst du so blöd? Du kennst doch mein Auto. Haben Sie was getrunken? Was fragst du mich ständig, ob ich was getrunken hab? Ob ich ausreichend esse, interessiert sich scheinbar niemanden. Ich warte. Logisch schon was getrunken. 5 Halb, fast 6, 3 Enzian, 5 Vogelbeer und 2 Weißweinschorle gegen Durst. Würden Sie sich einem Alkoholtest unterziehen? Jederzeit. In welcher Kneipe fangen wir an? Ich glaube, es ist gescheiter, ihr nehmt ihn gleich mit aufs Präsidium zur Blutentnahme. Und dein Führerschein, meine ich, den bist du jetzt endgültig los. Gell, Kurti? Ah, das ist also der Kurti. Ja, ausgebildeter Polizeikommissar Besoldungsgruppe A11. Und? Hat er es gefunden, Herr Kurti? Da kann man irgendwo behilflich sein. Jungs, Mädels, wir haben's Abzug. Der Kurti, der braucht deine Hilfe nicht, der findet schon selber alles. Das glaube ich nicht. Der Kurti ist ein Trüffelschwein. Germany at its best. Er. Er. Un Moment. Entschuldigung, Herr Kurti, aber Ihre zukünftige Ex-Verlobte hat bei mir da erinnert was vergessen. Vielleicht können Sie sie brauchen für schöne gemeinsame Stunden zu zweit. Hm? Viel Spaß. Merci. Nur was. Hab ihn! Der gehört auch ihre. Für ihren Arsch. Und mit Arsch sei das ausnahmsweise mal nicht sie geworden, sondern der nicht unbeträchtliche Hintern von der Chantal. Für den Winter weiß ich nicht mehr, wie so friert. Du bist so ein Depp. Bisschen schlecht auf die Fürste, Kamerad. Aber ansonsten ein Pfundskerl. Ja, was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Lauter Anden. Von denen Anden jetzt ihr eine Bratzen weg. Weil die kennen unseren Herrn Ministerpräsidenten persönlich. Ja, dann wird er sich sicher freuen, der Herr Ministerpräsident, wenn er die wiederkriegt. Abführen. Au, au! Servus, Pauli, du, und ganz viel Spaß im... Du weißt schon wo. Au,
Und den Kamerad, den hockt sie in mein Auto rein. Auf geht's, gehen wir. So, hopp. Au! Also. Au! Da sind sie ja, meine kleinen Scheißerchen. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Einen Saustall hat er wieder beieinander. Herr Engel ist gegenwärtig nicht zu sprechen. Schneizen, Kampeln, Zähne putzen, Frühstück ist gleich fertig. Führerschein weg und 3 Anzeigen am Hals. Weit hab ich's gebracht. 3 gleich. Ja. Unterschlagung von Staatseigentum. Au. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Trunkenheit am Steuer und ah ja, genau. Beamtenbeleidigung. Dabei habe ich mit Arsch gar nicht irgendwann so die riesen Hintern von der Chantal. Haben wir irgendwann Rollmops. Logisch, wart. Schau, da. Das ist ein riesen Rindviech. Ja, schon. Julia kann ich auch vergessen, so wie ich mich aufgeführt habe. Weißt du was, Froni? Wenn ich dir einen Rat geben darf, lass dich niemals auf die Liebe ein. Da brauchst du mir keine Sorgen machen. Ich habe schon in jungen Jahren alle Bücher über Emanzipation gelesen. Und dann habe ich, soweit ich mich erinnern kann, als erstes meinen Mohn ausgeschmissen. Eine sehr weise Entscheidung. Pauli, du brauchst einen Anwalt, einen Staranwalt. Und für was für ein Geld? Mei, Froni, ohne Lappen kann ich meine Arbeit auch vergessen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht, von was ich in Zukunft leben soll. Von dem zum Beispiel? Das sind ja Krüger. Ich habe mein Gold wieder gefunden. Also doch. Dafür sind jetzt meine Schlapfen abgängig. Weißt du, was die wert sind? Wenn es nicht gelangt, ich hätte dann noch einige in Reserve. Und wenn es immer noch nicht gelangt, du hättest jede Menge Interviewanfragen, die dann sicher einen Haufen Pulver bringen. Interviewanfragen, ich wegen der Julia. Die Bombe ist geplatzt. Du stehst heute in jeder Zeitung drin, samt deinem Antenpult. Und die anderen Bilder haben es auch alle abgedruckt. Dürer, Spitzweg, Rembrandt, alles. Was? Da schau. Fälschungsskandal in der Bayerischen Staatskanzlei. Ex-Knacki, Narte, oberste Landesbehörde. 6 Ministerpräsidenten fielen auf Entrümpler herein. Ein Wurm zu viel in der Zirbelstube. Das ist ja entsetzlich. Vom Haus lauern ein Haufen Reporter und Fotografen. Ich hab zur Sicherheit das Hoftor zugesperrt und die Klingel habe ich auch abgestellt. Dass ich es nicht vergiss. Ein Verlag hat angerufen, du sollst ein Sachbuch schreiben, die feine Kunst der Fälschung. Bitte? Ich hab schon zugesagt. Wir müssen nur noch die Konditionen aushandeln. Sag einmal, hat's die jetzt? Das ist aber noch nicht alles. Was denn noch?
Die Regenbogenpresse hat Wind gekriegt von dir und von der Julia. Die Tegernseer Antiquitätenbritschen hat euch verraten. Und jetzt wollen sie eine Fortsetzungsserie starten unter dem Titel Die Schöne und das Biest. Bitte? Du sollst dringend in der Redaktion anrufen. Da ist die Nummer. Du glaubst ja nicht wirklich, dass ich da anrufe? Die zahlen aber eine 6-stellige Summe. Brauch ich nicht. Du nicht, aber ich. Du, Dringend sogar. für was? Für Miete, Kaution, Wohnungseinrichtung etc. etc. Willst du jetzt am Ende doch auswandern? Schon? Und wohin? Nach nebenan. Was, Österreich? Nicht ganz so weit. Sie wird meine Nachmieterin. Mit der Hausverwaltung ist schon alles geklärt. Und über die Ablöse für meine wertvolle Einrichtung haben wir drüben bei mir auch gerade verhandelt. Billig wird es nicht. Ja, aber Julia, dann kann das sein, dass wir uns ab und zu rein zufällig einmal über den Weg laufen oder so. War dir das unangenehm? Weißt schon. Allzu oft wird es euch wahrscheinlich gar nicht sehen müssen. Weil wenn die Anwälte versagen, dann wird erst einmal sauber eingekastelt. Magst du einen Parmaschinken? Ravioli haben wir keine mehr. Drüben bei mir hätte ich noch ein paar Dosen. Soll ich holen? Ja, unbedingt. Der Kaffee war auch schon fertig. Du schleichst dich jetzt. Gelangert aber für uns alle drei. Abmarsch! Ungern. Sehr, sehr ungern. Julia, Ja. wenn ich dann einmal im Knast bin, darfst du dann eventuell um meine Blumen kümmern. Pauli, du hast keine Blumen. Schade. Ja, oder sagen wir wenigstens ab und zu meine Post ins Gefängnis nachbringen mit vielleicht ein paar aufmunternde Zeilen. Dafür gibt es einen Nachsendeauftrag. Pauli, ich sag's ja nur ungern, aber so wie ich das sehe, musst du gar nicht ins Gefängnis. Nicht? Warum nicht? Gestern mit dem Kommissar Süß telefoniert. Die Sache mit der Staatskanzlei. Die ist schon lang verjährt. Der Ministerpräsident hat sich kaputt gelacht über die Verwechslung und über den Regenwurm. Was? Er interessiert sich übrigens für deinen Dürer mit dem FC Nürnberg-Schal. Du sollst dann deine Preisvorstellungen durchmelden. Aber das ist noch nicht alles. Was denn noch? Das Maximilianeum liebäugelt mit deinem Meisterwerk, dem Raphael, dem sanften Unschuldsengel mit dem sittsamen Blick. Geh, du verarscht mich doch. Nein, die wollen in den Bayerischen Landtag aufhängen, damit sie dadurch vielleicht endlich wieder mal der göttlichen Eingebung ein Stück näher rücken. Ich im Bayerischen Landtag? Das gibt's ja gar nicht. Doch, und wie es das gibt. Entschuldigung, Julia, was machst du da jetzt? Wo ist denn mein Arbeitsgewand? Wieso Arbeitsgewand? Naja. So wie ich das sehe, hast du ja in der nächsten Zeit keinen Führerschein, oder? Stimmt. Ja. So lang fahre ich dich wieder. Aber keinen Tag länger. Ja, aber Julia, weißt du, was du da versprichst? Weil es kann ja 2-3 Jahre dauern, bis ich meinen Lappen wieder hab, wenn ich ihn überhaupt jemals irgendwann wieder krieg. Ja, das weiß ich schon. Aber du brauchst dringend neue Pinsel, Farben, Leinwände. Ja, und eine neue Staffelei brauchst du auch. Warum? Wer so gut fälscht, verdient Erfolg. Sagt wer? Die Staatskanzlei. Du brauchst dringend jemanden, der dich managt. Und zwar mich. Gegen eine saftige Provision natürlich. Also, was ist? Schlag ein. Na hopp, komm, auf geht's. Mit dem bequemen Leben ist's vorbei. Julia, ich glaube, mich hat noch nie in meinem ganzen Leben ein Mensch so sprachlos gesehen. Das trifft sie gut. Warum? Entschuldigung, aber ich bin heute noch nicht kultiviert. Scheißwurscht.